Die Leute fragen immer, Pat, was hast du eigentlich am 21. Januar 2017 gemacht? Ich bin gerade in Hamburg, weil wir holen vom Flughafen jemanden ab. Und schon lange nicht mehr im Vlog war. Das ist jetzt gerade alles viel schneller gegangen, als wir erwartet haben. Darum fahre ich nicht bis ganz zum Flughafen, sondern steige unterwegs in den Zug, der wieder retour fährt. Und dort treffen wir uns dann. Schau, wenn man da in der U4 ist, oder allgemein in der U-Bahn in Hamburg, dann hat es immer 2 Röhren mehr, weil das ursprünglich hätte da mal noch eine U-Bahn mehr kommen sollen. Sie haben es leider bis heute nicht fertiggestellt. So, jetzt gibt es zuerst mal noch etwas zum Morgen. Das ist ein Dark Mocha Latte irgendetwas. Und Hamburger Spezialität, ein Franzbrötli. Wir sind hier an der Elbphilharmonie, das ist das neue Gebäude der Schweizer Architekten. Das neue Wahrzeichen von Hamburg, das ist so ein riesiges Konzertgebäude. Unten ist auch noch das Hotel drin. Man kann auf den Balkon... sieht man da nicht. Da zwischen wo das Glas anfängt und Bachstein, dort kann man rauf, das ist eine Art Balkon, da kann man gratis rauf, aber man muss sich trotzdem so Tickets holen. Und schau mal, die Schlange ist verdammt lang, dass man dort rauf kann. Schau mal, wie die Rolltreppe ist, die geht so rund rauf. So, wir sind jetzt hier auf der Elbphilharmonie oben. Wir haben eine richtig schöne Aussicht. Schau. Dort ist das Musical «Der König der Löwen», das kennt sicher jeder aus der Werbung. Das ist krass, ist schon immer wieder, wenn du hier schaust, in die Richtung. So hast du den Hafen, dann kommt da Stadt. Das ist so viel grösser alles als zum Beispiel Zürich oder Basel oder so. Wir sind jetzt wieder unten. Es hätte definitiv hässlicher sein können und der Eintritt ist gratis, also wenn man in Hamburg ist, kann man das ruhig mal anschauen. Die Frage ist natürlich, wie lange das so gratis ist. Ich befürchte, es wird irgendwann etwas kosten. Wir sind jetzt hier im alten Elbtunnel. Schau mal, wie hoch das ist. Es ist jetzt alles ein bisschen im Bau da, weil sie 2 Röhren renovieren, aber ihr seht, das ist der alte Elbtunnel. Schau, schon 1910 haben sie diesen Tunnel gebaut. Der ist lang. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von der Elbe und schau mal, der Wagen dort, der ist scheinbar ziemlich berühmt. Den sieht man scheinbar im Fernsehen oder so. Ich weiss eigentlich, ich schaue keinen Tatort und dort kommt der vor. Aber ja. Wir sind jetzt da einer, wo das Musical einmal stattfindet vom König der Löwen. Und da stehen, schau, die gleichen Engel wie im Hauptbahnhof in Zürich fliegt. Schau, genau darum liebt man Hamburg. Drunter ist der McDonald's und drüber ist ein Puff. Wir sind jetzt gerade in einer Seitenstrasse von der Reeperbahn. Das ist so übelste Kiez. Wenn du dann aber da rein schaust, sind da ganz normale Wohnhäuser dahinter, hinter diesen ganzen Bordellen und so. Das ist schon unser Hotel. Nice! Nice! Schau, du steuerst es über so ein Tablet. Schau, das ist das Badzimmer. Es ist jetzt schon dunkel, 4 Stunden später. Wir gehen jetzt etwas essen und zwar beim Kofu von... Scheiße, wie heißt er? Kotofu. Auf jeden Fall gehen wir dort etwas essen. Ich weiss den Namen jetzt gerade nicht, wie man den ausspricht. Kofuku oder so. Es ist jetzt so, es hat da so eine riesige Karte mit Sachen. Ihr seht das alles da. Und es ist all you can enjoy. Das heisst, man bestellt einmal pro Viertelstunde, kann man bis zu 5 Sachen bestellen und die kommen dann in so Schälchen. Das probieren wir jetzt mal aus. Also wir haben jetzt da so ein iPad bekommen und jetzt kannst du immer Sachen bestellen. Du drückst da rechts, wenn du etwas willst und dann kommt es kurz darauf ab, kommt es dann geliefert. Du kannst 2 Stunden lang essen, alle Viertelstunde kannst du 5 Sachen pro Person bestellen. So, wir haben jetzt das bestellt und jetzt kommt es, dann wird das geliefert. Jetzt kann man auch ein Getränk noch über das iPad bestellen. So sieht das dann aus. Jetzt kann man da auf Bestätigen drücken und dann wird es geliefert. Nice! Und jetzt kann man erst in 14 Minuten wieder bestellen. Jetzt hat es irgendwie ein Durcheinander gegeben. Unsere erste Runde, die wir bestellt haben, ist nicht gekommen. Dafür ist jetzt gerade ein Teil von der zweiten gekommen, aber auch nicht alles von der zweiten. Kimchi, Oktopussalat und so Bohnen. Wir verköstigen das jetzt erstmal. Das Geile ist, jetzt ist dann schon Zeit für die dritte Runde und wir haben aber immer noch nicht mal... Wir haben 9 von der ersten Runde und 3 von 10 von der zweiten Runde. Wenn du zu früh bestellen willst, dann sagt er da...
dass du noch musst warten. Kannst du einfach bestellen. 20 bestellt und noch 3 bekommen. Also 20 bestellt. 20, 3 sind gekommen. Also sag nochmal, was ist passiert? 20 bestellt, 3. Lass das mit der Hand, das sieht scheiße aus. Sag's einfach. Es ist jetzt wieder etwas gekommen, wir wissen allerdings nicht mehr, zu welcher Bestellung das gehört. Das sind so frittierte Teigtaschen. Das ist also das 4. von insgesamt 30 bestellten Schälchen. Jetzt sind wieder 2 Schälchen gekommen. Einmal so eine Suppe mit Nudeln und Rindfleisch und einmal Frühlingsrollen. Jetzt sind wir also bei 6 von 30 Schälchen, die wir bestellt haben. Jetzt ist die erste Bestellung gekommen. Sie haben scheinbar bei der Sushi ein bisschen Probleme gehabt, aber es sieht wirklich schön aus. Also okay, da hat es jetzt noch 2 so Poulet-Spiessli. Das ist jetzt Nummer 17. Nummer 18, irgendein frittiertes Fleisch. Nummer 19. Müsste jetzt Nummer 20 sein, oder? Das ist frittierte Ente. Schäleli 21 und 22, zweimal Fleisch. Schäleli Nummer 23, Rindfleisch oder so. Schäleli Nummer 24 und 25, Oktopus und Spiessli. Jetzt inzwischen bei Schäleli Nummer 26, also das nächste ist 26. 14 sollten noch kommen. Schau, da hinten warten die Leute. Die stehen dran. Das ist Nummer 26, Krebsschere. Das ist jetzt Nummer 27, 28, 29, 30 und Schäleli Nummer 31, Sushi. Nummer 32, etwas Frittiertes. Nummer 33, King Prawns, Königskrevette. Nummer 34 und 35, ein Lamm und Rindspiessli. Nummer 36, grilltes Gemüse und so einen Pilz. Nummer 37, ein Fleisch. Nummer 38, nochmal Pilzli. Wir haben jetzt 39 von 40, nein 8. Also es fehlen jetzt noch 2, dann haben wir 40. Wir hätten können 80 bestellen, glaube ich, oder? Richtig. Wir hätten können 80 bestellen, wir haben jetzt die Hälfte und wir kämpfen wirklich. Aber es gibt noch etwas zu Dessert. Und es fehlen auch noch 2, glaube ich. So, das ist jetzt das erste vom Dessert. Das sind Tapioca-Perlen in Kokossoße. Das ist eigentlich das 39. Wenn allerdings hätten wir eigentlich noch mehr. Und das da, das ist Grüntee-Glacé. Das ist Nummer 40. Fehlen noch 2. Wir sind aber nicht traurig, dass wir 2 vergessen haben. Wir haben es jetzt überlebt. Wir haben es so geschafft, mit 41 Schälchen zu essen. Also, was war dein Fazit? Es war eigentlich aber zu viel. Es ist ja nicht so, als hätte man frei aussuchen können, was man bestellt. Wir sind jetzt wieder bei der U-Bahn zurück ins Hotel. Wenn ihr das Video morgen nicht verpassen wollt, wo ich den PC zusammenbaue, dann lasst es aber da. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao zusammen.